Ihr Übersetzer lügt, flüsterte die Servicefachkraft dem millionenschweren CEO mitten im Restaurant während einer wichtigen Verhandlung ins Ohr. Der Vertrag, auf Hochdeutsch verfasst, stand kurz vor der Unterzeichnung. Alles schien in Ordnung, doch dieser Satz änderte alles. Niklaus Müller erreichte das Restaurant Zunftstube in Zürich wenige Minuten vor der vereinbarten Zeit, nicht aus Nervosität, sondern aus Kontrolle. Ihm gefiel es stets, als Erster an wichtigen Orten einzutreffen, bevor sie sich füllten. So konnte er beobachten, die Atmosphäre aufnehmen, die Menschen einschätzen. Das Restaurant war mondän, still, von jener Sorte, wo alles zu teuer schien, um es achtlos zu berühren. Für Niklaus war es nur eine Kulisse. Was wirklich zählte, befand sich in der Ledermappe, die er in der rechten Hand hielt. Er setzte sich an den reservierten Tisch am Fenster. Die Aussicht zeigte die Stadt in voller Bewegung, den Verkehr auf dem Limmat Quai, eilige Menschen, Entscheidungen, die an unsichtbaren Orten Gestalt annahmen. Er öffnete die Mappe mit Ruhe. Der Vertrag lag darin, dick, in Hochdeutsch. Eine Vereinbarung, die über Monate verhandelt worden war und sein Unternehmen auf eine neue Ebene heben könnte. Niklaus sprach kein fließendes Hochdeutsch. Er hatte es nie gebraucht, da sein Unternehmen hauptsächlich im Welschland und international auf Englisch agierte. Er verließ sich stets auf Fachleute dafür. Der Übersetzer war bereits da. Ein gut gekleideter Mann, entspannte Haltung, fast übertriebenes Selbstvertrauen, begrüßte Niklaus bestimmt, setzte sich ohne Einladung und begann zu reden. Noch bevor jemand fragte, er sprach über den Verkehr, über die Stadt, darüber, wie anspruchsvoll die Investoren waren. Niklaus hörte schweigend zu. Dieses Selbstbewusstsein störte ihn nicht. Im Gegenteil, es schien ein Zeichen von Kompetenz zu sein. »Sie kommen gleich«, sagte der Übersetzer. »Alles ist abgestimmt.« Niklaus nickte, schloss die Mappe und legte die Hände auf den Tisch. Er mochte saubere, organisierte Tische ohne überflüssige Objekte. Für ihn begann Klarheit, Raum. Er bestellte nur Wasser. Der Übersetzer bestellte Wein. Die Servicefachkraft näherte sich mit diskreten Schritten. Jung, einfache Uniform, korrekte Haltung. Sie servierte das Wasser, ordnete die Gläser und fragte, ob sie sonst noch etwas wünschen. Ihre Stimme war leise, professionell, fast neutral. Niklaus antwortete mit einer kurzen Geste. Es gab keinen Grund für mehr. Heidi entfernte sich ohne Eile. Sie war es gewohnt, nur Teil der Umgebung zu sein. Früh hatte sie gelernt, dass man in solchen Lokalen, je unauffälliger man war, desto besser. Sie beobachtete alles, ohne präsent zu wirken. Sie ging zu einem anderen Tisch, nahm Bestellungen auf, kehrte zum Tresen zurück. Die Investoren trafen kurz darauf ein. Formelle Grüße, Händedruck, verhaltene Lächeln. Das Hochdeutsch begann den Tisch zu dominieren. Der Übersetzer, Urs Schmid, übernahm natürlich die Rolle des Vermittlers, wiederholte auf Schweizerdeutsch, was auf Hochdeutsch gesagt wurde. Niklaus hörte aufmerksam zu und folgte dem Gesprächsfluss. Alles schien den erwarteten Verlauf zu nehmen. Heidi kehrte mit dem Wein zurück. Sie servierte zuerst den Gästen, dann Niklaus und zuletzt dem Übersetzer. Während sie sich bückte, um ein Glas zu erreichen, hörte sie einzelne Worte auf Hochdeutsch. Nichts Ganzes, nichts Klares, nur Fragmente. Sie reagierte nicht, arbeitete weiter. Das Gespräch schritt voran. Sie sprachen über Fristen, Lieferungen, Verpflichtungen. Der Übersetzer übersetzte fließend, mit einem sicheren, manchmal übermäßig selbstbewussten Ton. Niklaus machte kurze Notizen. Er verstand die Originalsprache nicht, aber er verstand Verhandlungen. Er vertraute diesem Prozess. Es hatte immer so funktioniert. Heidi ging erneut am Tisch vorbei und sammelte leere Gläser ein. Sie hörte einen weiteren Satz auf Hochdeutsch, dann noch einen. Es waren keine schwierigen Worte. Sie waren gebräuchlich, bekannt, in ernsten Kontexten verwendet. Sie spürte ein leichtes Unbehagen, schob es aber beiseite. Es war nicht ihre Rolle, fremde Gespräche zu interpretieren. Sie kehrte zum Tresen zurück und ordnete Teller. Das Restaurant war bereits voll, doch Niklaus' Tisch verharrte in einer eigenen Stille, einer Stille von Bedeutung. Alles dort schien kalkuliert, gemessen, unter Kontrolle. Niklaus beobachtete die Investoren, verhaltene Gesten, aufmerksame Blicke. Es gab keine Feindseligkeit oder übertriebene Begeisterung. Es war eine professionelle Vereinbarung, nicht mehr. Das gefiel ihm. Klare Geschäfte, ohne Drama. Der Übersetzer sprach weiter, manchmal nahm er zu viel Raum im Gespräch ein. Er unterbrach, erklärte, fasste zusammen. Niklaus sah darin kein Problem. Das war seine Funktion. Übersetzen, anpassen, erleichtern. Heidi kehrte zurück,
um einen Gang zu servieren. Während sie das Besteck platzierte, hörte sie das Hochdeutsch wieder. Diesmal war der Satz zu vollständig, um ihn zu ignorieren. Es war nichts Technisches, es war ein Ton, ein Gewicht. Sie spürte, wie ihr Körper reagierte, bevor sie dachte. Dennoch behielt sie einen neutralen Gesichtsausdruck bei und entfernte sich. Hinter dem Tresen atmete sie tief durch. Sie versuchte, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Sie wollte sich keine Geschichten in den Kopf setzen. Wie oft hatte sie Dinge aus dem Kontext falsch interpretiert? Wie oft hatte sie sich geirrt? Das Gespräch ging weiter. Der Übersetzer sprach natürlich, die Investoren hörten aufmerksam zu. Niklaus blieb ruhig, zuversichtlich. Nichts deutete auf ein Problem hin. Heidi beobachtete aus der Ferne, nicht aus Neugier, sondern aus Gewohnheit. Sie war in einem Haus aufgewachsen, wo Hochdeutsch nicht für Trivialitäten verwendet wurde. Es kam immer dann zum Vorschein, wenn etwas Ernstes gesagt werden musste. Das prägte sich ihr ein, auch wenn sie es nicht bemerkte. Am Tisch schloss Niklaus die Mappe für einen Moment und hörte einem der Investoren aufmerksam zu. Der Übersetzer übersetzte schnell. Niklaus nickte. Alles schien in Ordnung. Heidi spürte, wie das Unbehagen stärker zurückkehrte. Dennoch unternahm sie nichts. Es war nicht der richtige Moment. Vielleicht würde er es nie sein. Das Restaurant lief weiter. Teller kamen und gingen. Parallelgespräche fanden statt, doch dieser Tisch blieb in einem unsichtbaren Fokus. Ein wichtiger Vertrag, wichtige Personen, wichtige Entscheidungen. Niklaus ahnte nichts. Er vertraute dem Prozess, vertraute dem Übersetzer, vertraute seiner eigenen Erfahrung. Heidi war immer noch da, fast unsichtbar, erfüllte ihre Aufgabe. Sie hörte Fragmente, bewahrte Eindrücke, ohne noch zu wissen, dass an diesem selben Ort, zu einer anderen Zeit, alles anders werden würde. Im Moment geschah nichts, und gerade deshalb stand noch alles bevor. Heidi durchquerte den Saal mit einem Tablett, das auf ihrem linken Arm balancierte, heiße Teller, ausgerichtete Gläser, verhaltene Schritte. Früh hatte sie gelernt, im Restaurant zu gehen, ohne Raum einzunehmen. Das machte den Unterschied. Wer zu viel Aufmerksamkeit erregte, wurde gehört, und gehört zu werden war dort selten gut. Niklaus' Tisch blieb intakt, gleiche Anordnung, gleiche Personen. Der Übersetzer sprach ununterbrochen, beugte sich vor, als würde er das Gespräch leiten. Die Investoren hörten aufmerksam zu. Niklaus behielt eine feste Haltung bei, die Arme auf den Tisch gestützt, den Blick direkt. Er wirkte bequem Herr der Lage. Heidi servierte einen der Gänge und entfernte sich. Sie blieb nicht stehen und schaute, das tat sie nie. Doch als sie 2 Schritte ging, hörte sie einen Satz auf Hochdeutsch, der lauter als gewöhnlich entwich. Nicht ganz, nur der Anfang. Genug, um den Ton zu erkennen. Sie reagierte nicht. Sie ging zum Tresen, notierte eine weitere Bestellung, kehrte in den Saal zurück. Das Restaurant war voll, Gelächter an einigen Tischen, laute Gespräche an anderen, doch dieser Tisch blieb isoliert, als wäre er von einer unsichtbaren Blase umgeben. Der Übersetzer lachte, sprach schnell, übersetzte schnell. Heidi ging erneut vorbei, diesmal mit Wasser. Als sie sich näherte, hörte sie einen weiteren Satz auf Hochdeutsch, diesmal länger. Der Investor sprach ruhig. Der Ton war nicht leicht. Der Übersetzer antwortete auf Schweizerdeutsch mit zu sanften Worten. Heidi spürte ein leichtes Ziehen in der Brust. Sie hielt für eine halbe Sekunde inne, gerade lange genug, um das Glas korrekt auf den Tisch zu stellen. Niemand bemerkte es. Sie kehrte in den Servicebereich zurück, nahm ein sauberes Tuch, wischte eine bereits saubere Oberfläche ab. Sie musste ihre Hände beschäftigen. Als Kind saß sie oft auf dem Küchenboden, während ihre Großmutter den Kaffee auf dem Herd rührte. Die Urgroßmutter saß am Tisch, die Hände verschränkt, und blickte aus dem Fenster. Wenn sie anfingen, Hochdeutsch zu sprechen, wusste Heidi, dass es nicht Zeit zum Spielen war. Sie musste nicht alles verstehen, es genügte, den Tonfall zu hören. Die Sprache klang härter, die Sätze kurz, die Pausen lang. Im Restaurant war der Klang derselbe. Heidi kehrte mit einer weiteren Bestellung in den Saal zurück. Sie ging wieder am Tisch vorbei. Der Übersetzer unterbrach den Investor mitten im Satz. Er übersetzte etwas schnell, abgekürzt. Niklaus machte eine kurze Notiz auf dem Papier. Sie spürte, wie das Unbehagen wuchs, doch sie ging weiter. Eine Kollegin kreuzte ihren Weg. Gang. Großer Tisch heute, kommentierte sie leise. Heidi nickte. Wichtiger Kunde scheint's. Die Kollegin zuckte mit den Schultern und ging weiter. Für sie war es nur ein weiterer anspruchsvoller Tisch. Für Heidi war es das nicht mehr. Sie näherte sich erneut, jetzt, um leere Teller abzuholen. Der Investor sprach auf Hochdeutsch. Er benutzte ein Wort, das Heidi gut kannte. Es war nicht selten, es war zu Hause gebräuchlich. Es tauchte immer dann auf,
wenn jemand vor einem Risiko warnte. Der Übersetzer übersetzte es, als wäre es nur ein technisches Detail. Heidi spürte, wie sich ihr Magen umdrehte. Sie dachte nicht an den Vertrag, sie dachte nicht an Geld. Sie dachte an ihre Großmutter, die sagte, dass dieses Wort nie allein kam. Es brachte immer Konsequenzen mit sich. Sie räumte die Teller sorgfältig ab. Einer der Investoren beobachtete sie für einen Augenblick. Heidi behielt einen neutralen Gesichtsausdruck bei, wich dem Blick nicht aus, lächelte nicht, zeigte nichts. Sie kehrte zum Tresen zurück. Der Geschäftsführer eilte an ihr vorbei. »Pass gut auf diesen Tisch auf«, sagte er. »Es darf keinen Fehler geben.« »Ja«, antwortete Heidi. »Fehler.« Das Wort hallte nach. Sie beobachtete aus der Ferne. Der Übersetzer gestikulierte jetzt mehr. Er sprach laut, lachte. Niklaus blieb ernst, hörte zu, stellte manchmal Fragen. Der Übersetzer antwortete zu schnell. Ein weiterer Satz auf Hochdeutsch durchquerte den Saal. Diesmal erkannte Heidi 2 aufeinanderfolgende Wörter. Der Ton passte nicht zum Lächeln des Übersetzers. Heidi drückte das Tuch zwischen ihren Händen zusammen. Als sie klein war, pflegte die Urgroßmutter zu sagen, dass bestimmte Dinge auf Hochdeutsch gesagt wurden, eben damit die Kinder sie nicht verstanden. Aber Heidi verstand genug. Sie hatte es immer verstanden. Nie hatte sie es für wichtig gehalten. Bis jetzt. Sie ging noch einmal am Tisch vorbei und servierte Kaffee. Der Investor sprach langsam. Urs Schmied übersetzte schnell. Niklaus nickte. Heidi stolperte fast, als sie sich entfernte. Sie erlangte ihr Gleichgewicht wieder, bevor es jemand bemerkte. Ihr Herz beschleunigte sich. Nicht aus Angst zu fallen. Wegen etwas anderem. Sie lehnte sich einen Moment lang in der Nähe der Küche an. Das Klappern der Teller half, ihre Gedanken zu verbergen. Sie wollte sich nicht einmischen, wollte keine Probleme verursachen. Sie wusste, wie die Dinge liefen. Leute wie sie wurden nicht um ihre Meinung gebeten, aber das war keine Meinung. Urs Schmied machte einen Witz. Die Investoren lächelten leicht. Niklaus lächelte nicht. Heidi kehrte in den Saal zurück. Das Gespräch ging weiter. Der Vertrag lag immer noch offen auf dem Tisch, Stifte ausgerichtet, alles bereit zum Fortschritt. Sie hörte einen weiteren Satz. Diesmal gab es keinen Zweifel, der Ton war alarmierend. Der Übersetzer übersetzte es, als wäre es bloß eine Formalität. Heidi spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde. Sie sah sich um. Niemand schien etwas zu bemerken. Für alle dort war diese Sprache nur fremdes Rauschen. Für sie war es eine Warnung. Sie dachte an ihre Großmutter, dachte an ihre Urgroßmutter, dachte daran, wie sie diese Sprache nie studiert hatten, sie aber in den entscheidenden Momenten zu gebrauchen wussten. Sie dachte daran, wie ihr nie gesagt worden war, dass dies einmal nützlich sein könnte. Sie spürte ein Gewicht auf ihren Schultern. Sie wusste noch nicht, was sie tun würde. Vielleicht nichts. Vielleicht irrte sie sich. Vielleicht war es nur Zufall. Aber das Gefühl ging nicht weg. Sie blieb dort, servierte, putzte, hörte zu. Die Sprache, die niemand sonst zu hören schien, sprach weiter. Und Heidi hörte weiter zu. Sie hielt in der Nähe der Küchentür inne, als sie das Wort wieder hörte. Diesmal kam es klar, vollständig, ohne Zweifel. Der Investor sprach vorsichtig, wie jemand, der jede Silbe abwägt. Urs Schmied antwortete zu schnell. Er brauchte nicht Wort für Wort zu übersetzen. Der Sinn kam gleich mit. Das war kein technisches Detail. Es war eine Bedingung. Es war ein Risiko. Es war etwas, das zu Hause nie unbemerkt blieb. Der Übersetzer lachte. Heidi spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie kehrte zum Tresen zurück und tat so, als würde sie Bestellungen ordnen. Ihr Kopf jedoch war weit weg. Zum ersten Mal, seit sie in diesem Restaurant arbeitete, konnte sie nicht ignorieren, was sie hörte, nicht aus Neugier, sondern weil sie jetzt genug verstand, um zu wissen, dass es nicht irrelevant war. Der Investor sprach erneut, benutzte ein weiteres bekanntes Wort. Es war nicht kompliziert, es war gebräuchlich. Es tauchte immer auf, wenn jemand von Verlust, von einer Grenze sprach, von etwas, das danach nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Der Übersetzer übersetzte es, als wäre es flexibel. Heidi drückte die Finger gegen den Tresen. Sie erinnerte sich an ihre Großmutter, die auf Hochdeutsch sagte, dass bestimmte Dinge nur klein erscheinen, bis sie den Punkt überschreiten. Sie erinnerte sich an ihre Urgroßmutter, die Hand auf den Tisch schlug, wenn jemand versuchte, etwas zu Ernstes zu beschönigen. Im Restaurant schlug niemand auf den Tisch. Urs Schmied sprach jetzt laut, selbstbewusst. Er unterbrach die Investoren ganz selbstverständlich. Er übernahm die Führung, im Gespräch. Niklaus hörte zu, runzelte manchmal die Stirn, blieb aber aufmerksam. Heidi ging erneut am Tisch vorbei und sammelte Servietten ein. Der Übersetzer warf ihr einen schnellen, ungeduldigen Blick zu, als würde ihre Anwesenheit stören. Er sagte nichts,
sprach einfach weiter. Sie hörte einen weiteren, längeren Satz. Diesmal gab es keinerlei Zweifel. Das definierte Verantwortung, definierte Kontrolle, definierte, wer verlieren würde, wenn etwas schief ging. Der Übersetzer übersetzte es, als wäre es nur eine rechtliche Formalität. Heidi spürte, wie ihr Herz schneller schlug. Jetzt war es nicht nur ein Gefühl, es war nicht nur Erinnerung, es war Verständnis. Sie wusste, dass sie die Sprache nicht perfekt beherrschte. Sie wusste, dass sie keine technischen Begriffe kannte. Aber sie wusste auch, wann jemand etwas die Bedeutung nahm, die es nicht verlieren durfte. Sie kehrte mit kurzen Schritten in die Küche zurück. Sie lehnte sich in der Nähe des Spülbeckens an. Das Geräusch des Wassers half, die Stille in ihrem Kopf zu verbergen. Sie dachte daran zu gehen. Sie dachte daran, um einen Abteilungswechsel zu bitten. Sie dachte daran, so zu tun, als hätte sie nichts gehört. Sie dachte an die Anstellung. Sie brauchte diesen Job. Sie brauchte die Schicht. Sie brauchte den Lohn. Sie konnte es sich nicht leisten, Probleme mit einem wichtigen Kunden zu verursachen. Sie konnte sich nicht in ein Gespräch einmischen, das nicht ihres war. Der Geschäftsführer eilte an ihr vorbei. »Pass gut auf«, sagte er. »Werden Sie mehr Wein bestellen?« »Ja«, antwortete Heidi. Sie kehrte mit der Flasche in den Saal zurück. Als sie sich näherte, hörte sie den Investor etwas auf Hochdeutsch sagen, jetzt in einem festeren Ton. Es war keine Anregung mehr, es war eine Warnung. Der Übersetzer übersetzte es mit einem Lächeln. Niklaus stellte eine kurze Frage. Der Übersetzer antwortete, ohne die Investoren zu konsultieren. Heidi bemerkte es. Das blieb ihr nicht unbemerkt. Sie servierte den Wein. Der Übersetzer bedankte sich nicht einmal, sprach einfach weiter. Heidi entfernte sich und spürte eine Mischung aus Angst und Empörung. Nicht wegen sich, sondern wegen dessen, was dort vor allen geschah, ohne dass es jemand bemerkte. Sie begann, das Puzzle zusammenzusetzen. Sie kannte keine Details, keine Zahlen, aber sie wusste, dass etwas Wichtiges verwässert wurde, dass eine schwerwiegende Klausel als einfach dargestellt wurde, dass jemand dieses Gespräch mehr lenkte, als er sollte. Der Übersetzer bewegte sich wie der Herr des Tisches, korrigierte, passte an, schnitt Interventionen ab, wählte, was und wie er übersetzte und tat dies mit übermäßiger Sicherheit. Heidi erinnerte sich, wie zu Hause Hochdeutsch nie zum Täuschen benutzt wurde. Es wurde benutzt, um zu warnen, zu schützen, Fehler zu vermeiden. Dort wurde es umgekehrt verwendet. Sie verspürte den Drang, zum Tisch zu gehen. Sie verspürte den Drang, etwas zu sagen, doch das Bild des Geschäftsführers, der Anstellung, des Gehalts kam gleichzeitig auf. Die Angst setzte sich schnell durch. Sie war dort niemand. Niklaus war der CEO. Die Investoren waren wichtige Ausländer. Der Übersetzer war der beauftragte Fachmann. Sie war nur die Servicefachkraft. Wer würde ihr glauben? Sie hörte einen weiteren Satz. Diesmal musste sie nicht einmal nachdenken. Das änderte alles. Der Übersetzer übersetzte es vage, fast generisch. Heidi spürte einen Schauer auf dem Rücken. Sie entfernte sich vom Tisch und ging zum hinteren Ende des Saals. Sie lehnte sich einen Moment an die Wand und tat so, als würde sie einen anderen Tisch beobachten. Ihr Herz schlug heftig. Sie wusste noch nicht, was sie tun würde, aber sie wusste, dass, wenn sie schwieg, etwas Ernstes dort entschieden würde, ohne dass die ganze Wahrheit auf dem Tisch läge. Das Gespräch bewegte sich auf den Abschluss zu. Der Übersetzer begann, über die nächsten Schritte der Unterzeichnung und den Zeitplan zu sprechen. Heidi atmete tief durch. Sie hatte keine Beweise, hatte keine Autorität, hatte keinen Platz in diesem Gespräch. Sie hatte nur, was sie gehört hatte, und wusste jetzt genau, was es bedeutete. Der Tisch war übermäßig organisiert, Papiere ausgerichtet, Stifte sorgfältig platziert, Gläser wieder gefüllt. Der Übersetzer sprach, als würde er das Thema bereits abschließen. Der Ton war derjenige, der zum Ende führt. Heidi nahm es wahr, noch bevor ein Wort gesagt wurde. Der Investor sprach noch einmal auf Hochdeutsch, ohne Umschweife. Es war keine Warnung mehr, es war eine Feststellung. Die Art von Satz, die zu Hause von Stille begleitet wurde. Danach übersetzte der Übersetzer schnell und halbierte das Gewicht des Satzes. Niklaus nickte. Das war genug. Heidi spürte, wie ihr Körper reagierte, bevor der Kopf entschied. Ein Schritt, dann ein weiterer. Das Tablett war leicht, nur leere Tassen. Sie ging zum Tisch, wie sie es so oft am Tag tat. Keine andere Geste, keine Eile. Der Übersetzer sprach weiter. Sie näherte sich von Niklauses Seite, beugte sich so weit vor, um den Tisch zu erreichen, als wollte sie etwas aufheben. Der Geruch des Kaffees war noch da. Das Geräusch des Restaurants blieb normal. Niemand schenkte ihr Beachtung. Heidi kam nahe genug heran, dass nur er sie hören konnte. Ihr Übersetzer lügt. Sie erklärte nicht, wiederholte nicht, erhob die Stimme nicht.
Sie wartete keine Antwort ab. Sie richtete sich auf, sammelte die Tassen ein und entfernte sich. Die Welt blieb nicht stehen. Das Restaurant funktionierte weiter. Jemand lachte an einem anderen Tisch. Ein Servierer eilte hinter ihr vorbei. Nichts änderte sich für den, der von außen zusah, aber an diesem Tisch wurde die Atmosphäre anders. Niklaus bewegte sich nicht sofort, sah Heidi nicht an, reagierte nicht, blieb nur einen Moment länger als normal, regungslos. Der Übersetzer sprach unbemerkt weiter. Heidi spürte, wie ihre Beine zitterten, als sie sich abwandte. Sie ging mit verhaltenen Schritten zum Tresen. Ihre Hände waren kalt, ihr Herz schlug zu schnell für den Rhythmus des Saals. Sie wusste, was sie gerade getan hatte. Sie wusste auch, dass es kein Zurück gab. Der Übersetzer beendete den Satz und lächelte. Er erwartete Zustimmung. Niklaus zögerte mit der Antwort. Er schloss die Mappe ruhig. Nicht ganz, nur genug, um den Fluss zu unterbrechen. »Wiederholen Sie«, sagte er auf Schweizerdeutsch. Der Übersetzer blinzelte überrascht. »Gerne«, sagte er und passte seine Haltung an. »Ich meinte, wiederholen Sie, was er gesagt hat«, unterbrach Niklaus und deutete auf den Investor. Der Investor sprach langsam wieder auf Hochdeutsch. Der Übersetzer übersetzte. Niklaus hörte zu, ohne etwas zu notieren, beobachtete nur. Heidi vom Tresen aus verfolgte alles. Sie tat so, als würde sie ein Glas putzen. Sie blickte nicht direkt auf den Tisch, aber sie hörte jede Tonänderung. Der Übersetzer begann sich mehr als zuvor zu rechtfertigen. Er fügte Wörter hinzu, passte Sätze an. Niklaus hörte wieder schweigend zu. Er fragte nun auf einfachem Hochdeutsch, das er auf früheren Reisen gelernt hatte. Ein einzelnes Wort, ein Test. Der Investor antwortete. Der Übersetzer übersetzte zu schnell. Niklaus hob zum ersten Mal den Blick. Nicht zu Heidi, sondern zum Übersetzer. »Gehen wir es langsam an«, sagte er ohne Eile. Der Übersetzer nickte, doch das Lächeln war nicht mehr dasselbe. Er strich sich über den Hemdkragen, trank einen Schluck Wein, sprach weniger. Heidi spürte, wie das Gewicht der Entscheidung auf ihre Schultern fiel. Nun blieb nur noch abzuwarten. Es gab nichts mehr, was sie tun konnte. Es lohnte sich nicht, Reue zu empfinden. Heidi entfernte sich zum hinteren Ende des Saals, als der Geschäftsführer sich näherte. »Was hast du ihm gesagt?« fragte er leise. Heidi schluckte. »Nichts Wichtiges«, antwortete sie. »Ich habe nur etwas zum Kaffee gemeldet.« Der Geschäftsführer runzelte misstrauisch die Stirn, aber er ließ nicht nach. Der Tisch war zu wichtig, um einen Skandal zu machen. Urs Schmied sprach jetzt vorsichtiger. Die Investoren tauschten kurze Blicke aus. Niklaus stellte objektive Fragen, eine nach der anderen. Heidi beobachtete aus der Ferne und spürte, wie die Zeit sich dehnte. Sie wusste, dass sie noch am selben Abend gekündigt werden könnte. Sie wusste, dass sie gerufen, befragt, bloßgestellt werden könnte. Sie wusste, dass ihr vielleicht niemand glauben würde. Dennoch bereute sie es nicht. Der Übersetzer versuchte mehr als einmal, das Gespräch zu beenden. Er sprach über den Zeitplan, über die Unterzeichnung. Niklaus schloss die Mappe vollständig. »Lassen wir es für einen anderen Tag«, sagte der Übersetzer. Er riss die Augen weit auf. »Doch, alles ist in Ordnung«, ordnete er schnell. »Es ist jetzt nur noch Formalität.« »Nein«, sagte Niklaus trocken. »Ist es nicht.« Die folgende Stille war kurz, aber schwer. Die Investoren sahen sich an. Der Übersetzer öffnete den Mund, um zu sprechen, und schloss ihn wieder. Heidi spürte, wie die Luft dichter wurde. Niklaus stand ruhig auf, dankte den Investoren, entschuldigte sich für die Verschiebung, sagte, er werde sich melden. Der Übersetzer versuchte ihm zu folgen. Niklaus antwortete nicht. Heidi räumte den Tisch ab, nachdem sie gegangen waren. Ihre Hände zitterten jetzt weniger. Die Angst war immer noch da, aber es mischte sich etwas anderes darunter, Bewusstsein. Sie wusste nicht, was danach passieren würde. Sie wusste nicht, ob sie angerufen werden würde. Sie wusste nicht, ob sie ihren Job verlieren würde. Sie wusste nur, dass sie in diesem Moment das getan hatte, was getan werden musste. Das Restaurant kehrte zu seinem normalen Rhythmus zurück. Andere Tische, andere Bestellungen, ein weiterer Abend wie jeder andere. Doch für Heidi hallte dieser Satz immer noch nach. Kurz, direkt, ohne zurück. Und alles begann sich von da an zu ändern. Niklaus kehrte in dieser Nacht nicht direkt nach Hause zurück. Er verließ das Restaurant, wie er wichtige Orte immer verließ, ohne Eile, ohne Erklärungen, ohne zurückzublicken. Er grüßte die Investoren mit verhaltener Höflichkeit, ignorierte den Übersetzer, als dieser erneut versuchte, sich zu nähern, und stieg mit dem gewohnt neutralen Gesichtsausdruck ins Auto. Doch innerlich stimmte etwas nicht. Die Fahrt ins Büro verlief in Stille. Keine Anrufe, keine Musik, nur das konstante Geräusch des Motors und der Gedanke, der immer wieder zum selben Punkt zurückkehrte. Die leise Stimme, fest, ohne Zittern. Ihr Übersetzer lügt.
Nicht der Inhalt des Satzes beunruhigte ihn am meisten, sondern die fehlende Eigennutz. Es gab keine Forderung, kein Drama, keinen Versuch zu überzeugen, nur eine Warnung. Trocken, präzise, wie jemand, der weiß, dass er nicht gehört werden wird, aber trotzdem spricht. Niklaus parkte auf seinem privaten Parkplatz und fuhr allein nach oben. Das Gebäude war fast leer, nur wenige Lichter brannten. Die Art von Stille, die nur existiert, nachdem wichtige Entscheidungen bereits verschoben wurden. Er betrat sein Büro, legte das Sakko auf den Stuhl und blieb einige Sekunden regungslos stehen, den Tisch betrachtend. Der Vertrag lag immer noch dort. Er öffnete ihn nicht sofort. Er setzte sich, verschränkte die Hände, atmete tief durch. Jahrelang hatte Niklaus vor allem 2 Dingen vertraut: Zahlen und technischen Fachleuten. Er glaubte stets, dass die Gefahr von Emotionen ausging, nicht von gut ausgebildeten Fachleuten. Und der Übersetzer war genau das: erfahren, empfohlen, zu selbstsicher, zu selbstsicher. Die Erinnerung an das Restaurant kehrte jetzt mit größerer Klarheit zurück. Die einfachen Fragen, die zu langen Antworten, die Eile beim Leiten, das sichtbare Unbehagen, als Niklaus die Wiederholung einer Klausel verlangte. Nichts Skandalöses, nichts Offensichtliches, aber genug, um einen Riss zu hinterlassen. Er schaltete den Computer ein und öffnete den Vertrag. Diesmal nicht, um voranzukommen, sondern um zu beobachten. Er las ihn ruhig. Er verstand das technische Hochdeutsch nicht, aber er verstand Struktur, Abfolge, Rhythmus. Und etwas schien dort nicht ausgerichtet zu sein. Nicht im Text, sondern in der Vermittlung. Er nahm das Telefon. »Rufen Sie morgen früh die Rechtsabteilung an«, sagte er seiner Assistentin in neutralem Ton. »Ich möchte eine unabhängige Analyse des Vertrags, diskret, ohne Aufsehen.« »Gibt es eine bestimmte Dringlichkeit?«, fragte sie nur der Genauigkeit halber. »Antworten Sie ohne Einmischung«, erwiderte er. Er legte auf. Am nächsten Morgen kam er früher als gewöhnlich. Das Unternehmen erwachte noch, als er bereits da saß und alte E-Mails Zusammenhang mit der Verhandlung durchsah. Nichts sprang ins Auge, kein offensichtlicher Fehler. Die Art von Falle, die nur funktioniert, weil sie sauber erscheint. Der Jurist kam kurz darauf herein. »Ich möchte, dass Sie das überprüfen, als wüssten Sie nichts«, sagte Niklaus und schob den Vertrag über den Tisch. »Und ich möchte eine parallele technische Übersetzung, Zeile für Zeile.« »Heute?«, fragte der Anwalt. »Ohne Eile«, antwortete Niklaus, aber nicht nachlässig. Der Anwalt nickte und ging. Der Tag verging in einem seltsamen Rhythmus. Niklaus nahm an Besprechungen teil, unterzeichnete kleinere Dokumente, beantwortete Nachrichten, doch der Gedanke wich nicht ab, nicht vom Vertrag, sondern von der Servicefachkraft. Er versuchte zu rationalisieren. Er sagte sich, es sei nur Zufall, dass das menschliche Gehirn Muster sucht, wo keine existieren, dass es keinen Sinn ergebe, dass eine junge Frau, die Tische bedient, etwas identifizieren konnte, was Investoren und Fachleuten entgangen war. Und doch blieb die Unruhe. Am späten Nachmittag klingelte das Telefon. »Herr Müller«, sagte die Stimme des Anwalts, verhaltener als normal. »Wir analysieren noch, aber es gibt etwas, das ich Ihnen sagen muss.« Niklaus richtete sich am Stuhl auf. »Sprechen Sie.« »Es gibt eine Klausel, die nicht mit der getätigten Vermittlung übereinstimmt«, erklärte er. »Nichts Explizites. Aber die praktische Wirkung ist anders als das, was mündlich präsentiert wurde. Das Schweigen am anderen Ende zog sich in die Länge. »Anders wie?«, fragte Niklaus. »Im Falle einer operativen Uneinigkeit«, sagte der Anwalt, »geht die Entscheidungskontrolle für einen bestimmten Zeitraum in andere Hände über.« Niklaus schloss für eine Sekunde die Augen. Das wurde erwähnt. »Nicht in der Form, in der es geschrieben steht«, antwortete der Anwalt. »Und wenn es angewendet wird, verursacht es einen relevanten strategischen Schaden.« Niklaus antwortete nicht sofort. »Fahren Sie fort«, sagte er schließlich. »Wir fordern eine zweite externe Übersetzung an«, ergänzte der Anwalt. »Aber dies löst bereits einen Alarm aus.« Niklaus legte auf, ohne sich zu bedanken, und blieb regungslos stehen, die Stadt durch das Fenster betrachtend. Die Lichter begannen unten eins nach dem anderen aufzuleuchten. Er spürte etwas Seltsames, keine Wut, Kälte. Der Satz kehrte nun mit einem anderen Gewicht zurück. Ihr Übersetzer lügt. Es war nicht mehr nur eine lose Warnung, es war ein Ausgangspunkt. Er nahm den Vertrag wieder zur Hand, nicht hastig, nicht ängstlich, sondern methodisch, mit derselben Methode, die ihn bis hierher gebracht hatte. Er kannte noch nicht das Ausmaß der Falle. Er wusste nicht, wer involviert war. Er wusste nicht, wie weit das reichte. Aber er wusste eines: Jemand hatte versucht, ihn zu täuschen. Und jemand, zu unwahrscheinlich, um ihn zu ignorieren, hatte es vorhergesehen.
Niklaus lehnte sich am Stuhl zurück. 2 Tage. Das war die Zeit, die er sich gab. 2 Tage, um Gewissheit zu haben, zu bestätigen, zu verstehen. Und währenddessen hämmerte eine Frage. Leise, unbehaglich. Wie oft hatte er lauten Stimmen vertraut und jene ignoriert, die leise sprachen. Der 2. Tag begann mit Stille. Keine Anrufe der Investoren, keine Nachricht vom Übersetzer, kein Versuch von Druck. Die Art von Ruhe, die nicht beruhigt, sondern nur verbirgt. Niklaus kam wieder früh, früher als jeder andere Manager, nicht aus Angst, sondern methodisch. Er wusste, dass wichtige Entscheidungen nicht angekündigt, sondern nach und nach enthüllt wurden. Die Rechtsabteilung war bereits im Gebäude. Wir haben die externe Übersetzung erhalten, sagte der Anwalt, kaum dass Niklaus den Raum betreten hatte. Unabhängig, technisch, ohne Kontakt zu einer der beteiligten Parteien. Und? Fragte Niklaus unverblümt. Der Anwalt öffnete die Mappe vorsichtig. Es gab keine Dramatik in seinen Gesten. Das allein war ein Zeichen. Der Vertrag ist nicht illegal, begann er. Es ist schlimmer als das. Er ist raffiniert. Niklaus blieb still. Die Klauseln sind so formuliert, dass sie ausgewogen erscheinen, fuhr der Anwalt fort. Aber in der Praxis übertragen sie in kritischen Momenten die Entscheidungsgewalt. Nichts Unmittelbares, nichts Explizites, nur wenn es bereits zu spät ist. Wurde das am Tisch gesagt? Fragte Niklaus. Nein, antwortete der Anwalt. Es wurde abgeschwächt, angepasst. Einige Schlüsselwörter wurden in der mündlichen Übersetzung weggelassen. Niklaus stützte die Ellbogen auf den Tisch. Bestätigen Sie, sagte er, dass die mündliche Übersetzung vom Originaltext abwich. Der Anwalt nickte an strategischen Punkten. Ja. Niklaus schloss die Mappe. Es gab keine Explosion oder sichtbare Überraschung, nur Bestätigung. Ich möchte alles, sagte er, Zeile für Zeile vergleichend. Und ich möchte wissen, wie lange dieser Übersetzer schon mit dieser Gruppe zusammenarbeitet. Das recherchieren wir bereits, antwortete der Anwalt. Es gibt eine Wiederholung. Dieses Wort hing in der Luft. Wiederholung. Niklaus verließ den Raum, ohne weiteres zu sagen. Er ging den langen Flur des Unternehmens entlang und ignorierte automatische Grüße. Sein Kopf arbeitete in Schichten, wie immer in echten Krisen. Es war nicht nur ein kompromittierter Vertrag, es war manipuliertes Vertrauen. Es war jemand, der darauf setzte, dass er nicht zu viele Fragen stellen würde. Und vor allem war es jemand, der auf das Schweigen der Stimmlosen zählte. Am Nachmittag rief er den Übersetzer an. »Ich möchte einige Punkte klären«, sagte er am Telefon. »Morgen früh.« Die Antwort kam hier zu schnell. »Gerne, Herr Müller, ich stehe Ihnen zur Verfügung.« »Sicher, bequem«, der gleiche Ton wie immer. Niklaus legte auf. Er musste noch nicht konfrontieren. Die Wahrheit war bereits klar. Der nächste Schritt war nicht anzuklagen, sondern zu beobachten. Währenddessen arbeitete Heidi weiter. Das Restaurant war an diesem Tag voll. Geschäftsessen, kontrolliertes Lachen, wichtige Gespräche in leisen Tönen. Heidi zirkulierte wie immer zwischen den Tischen. Aufmerksam, diskret, unsichtbar, wenn es nötig war. Doch innerlich war ihr Körper in Alarmbereitschaft. Seit dem Tag mit dem Vertragstisch war nichts geschehen. Keine Rüge, kein Anruf, keine Benachrichtigung. Die Stille wog jetzt schwer. Sie fragte sich, ob sie das Richtige getan hatte, ob sie übertrieben hatte, ob sie es falsch interpretiert hatte. Die Angst galt nicht dem Millionär, sondern dem danach. Sie kannte solche Orte. Sie wusste, dass Fehler nicht angekündigt werden. Sie werden in Stille bestraft. Sie servierte Kaffee, räumte Teller ab, vermied es, auf den Tisch zu blicken, wo alles begonnen hatte. Als die Schicht zu Ende war, ging sie schnell, wie immer. Niklaus beobachtete aus der Ferne. Er war an diesem Tag nicht zufällig ins Restaurant gekommen. Er setzte sich an einen diskreten Tisch, bestellte etwas Einfaches und blieb dort, aufmerksamer den Menschen als der Umgebung gegenüber. Er sah Heidi arbeiten, die verhaltene Art, die übermäßige Sorgfalt, der Körper immer einen Schritt zurück, wie jemand, der keinen Raum einnehmen möchte. Nichts an ihr verlangte Aufmerksamkeit. Und doch war sie es, die wahrnahm, was ein ganzer Saal nicht wahrnahm. Er rief sie nicht, gab keine Zeichen, näherte sich nicht, noch nicht. Am Ende des Tages kehrte er mit einem weiteren Puzzleteil ins Büro zurück. Die Bestätigung kam zu Beginn des Abends. Die Rechtsabteilung schickte den Abschlussbericht. Es gab keinen Zweifel mehr. Urs Schmid hatte gelogen. Nicht in allem, nicht auf plumpe Weise, aber genug, um Entscheidungen zu lenken, Zeit zu gewinnen, Abhängigkeit zu schaffen, Interessen zu begünstigen, die nicht die von Niklaus waren. Niklaus las das gesamte Dokument, ohne eine Zeile zu überspringen, und schloss dann die Akte. Er spürte keine Erleichterung. Er spürte etwas Schwereres. Die Erkenntnis,
dass er, hätte er an diesem Abend unterschrieben, den Fehler erst bemerkt hätte, wenn es zu spät gewesen wäre. Und dass, wenn dies nicht unterbrochen worden wäre, niemand die Verantwortung übernommen hätte. Niemand außer der jungen Frau, die nichts zu gewinnen hatte, indem sie sprach. Er lehnte sich am Stuhl zurück. 2 Tage. 2 Tage hatten genügt, um alles zu bestätigen. Nun gab es Entscheidungen zu treffen. Die erste wäre, sich mit dem Übersetzer auseinanderzusetzen. Die zweite, delikater, wäre zu entscheiden, was mit Heidi zu tun sei. Nicht als impulsive Belohnung, nicht als symbolische Geste, sondern als reale Konsequenz. Er wollte keine schöne Geschichte schaffen. Er wollte einen strukturellen Fehler korrigieren. Er blickte auf die Stadt. Der Betrug war bewiesen, das Risiko eingedämmt, die Kontrolle wiedererlangt. Doch was ihn am meisten beunruhigte, war nicht der vermiedene Schaden. Es war die Frage, die ihm jetzt nicht mehr aus dem Kopf ging. Wie oft hatte er lauten Stimmen vertraut und jene ignoriert, die leise sprachen? Am nächsten Tag wurde Heidi mitten in ihrer Schicht gerufen. Es gab keine Erklärung, nur eine diskrete Bitte des Geschäftsführers in einem zu neutralen Ton, um beruhigend zu wirken. Man möchte draußen mit dir sprechen. Sie spürte, wie ihr Magen sank, wusch sich die Hände sorgfältiger als sonst, richtete ihre Schürze, atmete tief durch. Sie dachte an alles, was sie in den letzten Tagen falsch gemacht haben könnte. Sie dachte an die Warnung. Sie dachte an die Stille, die danach kam. Sie dachte, sie hätte vielleicht eine Grenze überschritten. Niklaus wartete vor dem Restaurant, an sein Auto gelehnt, abseits der Tische. Er trug keinen Anzug, nur ein einfaches Hemd, die Ärmel hochgekrempelt. Dennoch ließ seine Haltung keine Zweifel. Heidi erkannte ihn sofort. Sie blieb ein paar Schritte entfernt stehen. »Der Herr wollte mit mir sprechen?« fragte sie mit leiser Stimme. Niklaus nickte. »Ja«, antwortete er, »wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben?« Auch sie nickte. Sie fragte nicht warum. Sie entschuldigte sich nicht, blieb nur wartend stehen. »Ich möchte mit einer Sache beginnen«, sagte er. »Sie haben keinen Ärger, Heidi.« Sie atmete etwas besser, entspannte sich aber nicht. »Ich habe eine unabhängige Überprüfung des Vertrags angefordert«, fuhr Niklaus fort. Es dauerte 2 Tage und bestätigte, was Sie gesagt haben. Sie riss die Augen weit auf, ohne zu wissen, was sie antworten sollte. »Der Übersetzer hat gelogen«, sagte er unverblümt. Die folgende Stille war schwer. »Ich«, begann Heidi, hielt aber inne. Sie hatte keine absolute Gewissheit gehabt. Es klang einfach falsch. »Es war falsch«, bestätigte Niklaus. »Und es war nicht offensichtlich.« Sie senkte den Blick. »Ich hatte Angst zu sprechen«, gestand sie. »Ich dachte nicht, dass mir jemand zuhören würde.« »Dennoch haben Sie gesprochen«, antwortete er. Heidi zuckte unbehaglich mit den Schultern. »Ich habe danach an nichts gedacht«, sagte sie. »Ich dachte nur, wenn es schief geht, könnte ich wenigstens schlafen. Wenn ich nicht gesprochen hätte, dann nicht.« Niklaus schwieg einige Sekunden, bevor er fragte, »Wie haben Sie Hochdeutsch gelernt?« Heidi zögerte. Diese Frage klang nicht anklagend, sie klang neugierig. »Zu Hause«, antwortete sie, »mit meiner Großmutter und meiner Urgroßmutter.« Er sah sie aufmerksam an. »Sie waren Deutschschweizerinnen, Nachfahren«, erklärte Heidi. »Meine Urgroßmutter sprach fast die ganze Zeit Hochdeutsch. Meine Großmutter mischte es mit Schweizerdeutsch, aber wenn es ernst wurde, wechselte sie die Sprache. Sie lächelte leicht, ohne es zu merken. Wenn es ein Problem gab, wenn eine schwierige Entscheidung anstand, wenn jemand krank war, sprachen sie Hochdeutsch. »Sie sind also damit aufgewachsen, das zu hören«, sagte Niklaus. »Ja«, antwortete sie, »nicht als Studium, sondern als Zusammenleben.« Sie machte eine Pause. »Ich dachte nie, dass es nützlich wäre. Ich dachte immer, es sei nur eine Sache für zu Hause.« Niklaus spürte etwas in der Brust. Es war keine unkontrollierte Emotion, es war eine späte Erkenntnis. »Sie haben sich an diesem Tag entschuldigt«, bemerkte er, »weil Sie sich eingemischt haben.« Heidi nickte. »Es war nicht mein Platz«, sagte sie. »Ich serviere Tische, keine Verträge.« »Wer hat Ihnen das gesagt?«, fragte Niklaus. Sie schwieg. »Das Leben«, antwortete sie nach einigen Sekunden. Niklaus atmete tief durch. »Wissen Sie, was mich an all dem am meisten beunruhigt hat?«, sagte er. »Es war nicht der Betrugsversuch. Es war die Erkenntnis, dass niemand an diesem Tisch bereit war, jemandem wie Ihnen zuzuhören.« Heidi antwortete nicht aus Zustimmung, sondern weil sie nicht wusste, wie. »Ich bin heute hierher zurückgekommen«, fuhr er fort, »weil ich verstehen musste, ob das, was Sie getan haben, Zufall oder Charakter war.« Sie hob den Blick. »Es war kein Mut«, sagte sie. »Es war Unbehagen.« Niklaus nickte langsam. »Davor fliehen fast alle Menschen«, antwortete er.
Sie schwiegen einige Sekunden. Das ferne Geräusch der Stadt füllte den Raum zwischen ihnen. »Ich möchte nicht, dass Sie sich in der Schuld fühlen«, sagte Niklaus schließlich. »Noch dass dies zu einer schönen Geschichte wird, die man erzählen kann.« »Das möchte ich nicht«, antwortete Heidi schnell. »Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt.« »Ich weiß«, sagte er. »Und deshalb bin ich hier.« Er wurde direkter. »Ich möchte Ihnen eine Gelegenheit bieten«, sagte er. »Nicht jetzt, nicht als Belohnung, sondern als Weg.« Sie runzelte die Stirn. »Was für eine Gelegenheit?« »Eine Einstiegsposition in meinem Unternehmen«, antwortete er. »Keine hohe Position, nichts Symbolisches, echte Arbeit. Und dazu bezahlte Studien, Sprachen, Weiterbildung, was immer Sie entwickeln möchten.« Heidi zögerte mit der Antwort. »Ich habe keine Universität, mein Lebenslauf«, sagte sie. »Haben Sie Gehör?«, antwortete Niklaus. »Und Aufmerksamkeit, der Rest wird aufgebaut.« Sie atmete tief durch. »Und wenn ich Nein sage?« »Dann gehen Sie Ihren Weg«, antwortete er. »Ohne Bestrafung, ohne Forderung. Aber ich ziehe es vor, wenn Sie Ja sagen.« Heidi blickte zu Boden, dachte an ihre Großmutter, dachte an ihre Urgroßmutter, dachte daran, wie oft sie geglaubt hatte, dass das, was sie in sich trug, nichts wert war. »Ich nehme an«, sagte sie schließlich, »aber nicht aus Dankbarkeit.« Niklaus lächelte leicht. »Das ist die einzig richtige Art anzunehmen«, antwortete er. Sie streckte die Hand aus. Er drückte sie. Nichts wurde angekündigt. Nichts wurde über das Mögliche hinaus versprochen. Als Heidi ins Restaurant zurückkehrte, schien die Schicht dieselbe. Die Tische gleich, die Kunden gleichgültig, doch sie war nicht mehr dieselbe. Und Niklaus auch nicht. Niklaus kündigte nichts an, rief keine Presse, gab keine interne Mitteilung heraus, machte das Geschehene nicht zu einem Unternehmensbeispiel. Für ihn war das kein Sieg, sondern eine Kurskorrektur. Der Übersetzer wurde diskret entlassen. Keine Szene, keine öffentliche Demütigung, nur eine kurze E-Mail, Verträge ausgesetzt, Zugang entzogen. Die Art von Abschied, die keine Schlagzeilen macht, aber Zyklen schließt. Die deutschen Investoren akzeptierten die Pause. Die unabhängige Überprüfung änderte den Ton der Gespräche. Der Vertrag wurde neu geschrieben, klarer, gerechter, weniger bequem für jemanden, der im Dunkeln manipulieren wollte. Niklaus kehrte ohne Aufsehen zur Routine zurück, doch etwas in ihm kehrte nicht an den alten Platz zurück. In den folgenden Tagen begann er, mehr zu beobachten. Nicht auf der Suche nach Fehlern, sondern nach Stille. Er bemerkte, wer ungesehen kam und ging, wer leise sprach, wer unterbrochen wurde, wer zu viel um Erlaubnis bat. Es war ein neues, hartnäckiges Unbehagen. Heidi begann 2 Wochen später im Unternehmen. Keine symbolische Position, keine Ankündigung. Eine einfache Position, im Verwaltungsbereich, nahe am Dokumentenfluss, wo Informationen vorbeiflossen, wo Entscheidungen klein begannen. Am ersten Tag kam sie zu früh. Sie setzte sich ein paar Minuten vor der Zeit in die Rezeption. Rucksack auf dem Schoß, verhaltene Haltung, aufmerksamer Blick, wie immer. Als sie gerufen wurde, stand sie zu schnell auf. »Guten Tag«, sagte sie beim Eintreten. Niklaus stand am Tisch. »Guten Tag«, antwortete er. »Fühlen Sie sich wohl?« Sie fühlte sich nicht wohl. Sie setzte sich erst, als er es ihr zeigte. Ihr Körper trug immer noch die Gewohnheit, keinen Raum einzunehmen. »Das hier ist kein Gefallen«, sagte er direkt. »Es ist ein Anfang. Sie werden Fehler machen, Sie werden lernen, und niemand wird Ihnen das ersparen.« »Ich erwarte nicht, dass man es mir erspart«, antwortete Heidi. Niklaus nickte. »Optimal.« Sie begann ohne Zeremonie, lernte schnell. Sie stellte keine unnötigen Fragen. Sie beobachtete, bevor sie sprach. Wenn sie sprach, war sie präzise. Einige wunderten sich. »Wer ist das?«, fragten sie. »Neu«, antworteten andere. »Nur das.« Niklaus achtete darauf, sich nicht einzumischen. Er folgte ihr nicht genau, lobte sie nicht öffentlich, beschützte sie nicht. Er beobachtete aus der Ferne. Heidi wollte keine Ausnahme sein, sie wollte fähig sein. Abends studierte sie formelles Hochdeutsch, technisches Englisch, Konzepte, die sie zuvor nur aus der Ferne gehört hatte. Zum ersten Mal spürte sie, dass das, was sie seit ihrer Kindheit in sich trug, kein seltsames Detail war, sondern eine Grundlage. Es war nicht einfach. Es gab Tage, an denen sie ans Aufgeben dachte, an denen sie sich fehl am Platz fühlte, zu klein für dieses Umfeld, aber sie erinnerte sich immer an den Moment, im Restaurant, die Stille nach dem Satz, das Gewicht, das eine leise Stimme tragen kann. Niklaus änderte sich ebenfalls, ohne es anzukündigen. Er begann, doppelte Übersetzungen zu verlangen, weniger vorbereiteten Präsentationen und mehr einfachen Fragen zuzuhören,
dem Übermaß an Sicherheit zu misstrauen. Er wurde nicht freundlicher, er wurde aufmerksamer. Eines Nachmittags kreuzte er Heidis Weg, Gang. Sie trug einen Stapel Dokumente, zu konzentriert, um seine Anwesenheit zu bemerken. »Heidi«, rief er. Sie hielt sofort inne. »Ja? Wie geht es Ihnen?« fragte er. Sie dachte nach, bevor sie antwortete. »Schwierig«, sagte sie, »aber fair.« Er sah sie an. »Das ist die beste Art von Anfang«, antwortete er. Sie ging weiter. Er blieb stehen. Es war nicht Dankbarkeit, was er in ihr sah. Es war Verantwortung. Etwas Seltenes. Etwas, das er selbst im Laufe der Jahre fast verloren hatte. Der Vertrag wurde Wochen später schließlich unterzeichnet. Diesmal ohne Eile, ohne Feier, nur mit Gewissheit. Niklaus hielt den Stift eine Sekunde lang, bevor er unterschrieb, nicht aus Zweifel, sondern aus Bewusstsein. Er wusste genau, wo er stand. Als er fertig war, schloss er die Mappe und stand auf. Er dachte nicht an den vermiedenen Schaden. Er dachte an den Tisch im Restaurant, an die junge Frau, die nichts zu gewinnen hatte, und daran, wie viel er fast verloren hätte, weil er nur denjenigen vertraut hatte, die am lautesten sprachen. An diesem Abend, als er das Gebäude verließ, sah er Heidi die Straße überqueren, Rucksack auf dem Rücken, schnelle Schritte, müde, aber entschlossen. Sie sah ihn nicht, und das war gut so, denn diese Entscheidung ging nie um Anerkennung. Sie ging ums Zuhören und um die Art von Führungskraft, die er von da an sein wollte. Manchmal ist die größte Lüge in keiner Klausel geschrieben. Sie verbirgt sich in der Art, wie wir lernen zuzuhören. Oder besser gesagt, in der Art, wie wir uns entscheiden, nicht zuzuhören. An diesem Tisch war alles, was die Macht gewöhnlich verlangt. Erfahrene Führungskräfte, aufmerksame Investoren, ein Übersetzer, der zu selbstsicher war, um hinterfragt zu werden. Alles schien unter Kontrolle, doch die Gefahr präsentiert sich selten großspurig. Sie kommt getarnt als Normalität, als übermäßiges Vertrauen, als Eile zum Abschluss. Und genau dort, wo sich alle vorbereitet fühlten, dort nahm niemand den Fehler wahr. Niemand, außer derjenigen, die keinen Platz am Tisch hatte. Heidi war nicht da, um eine Meinung zu äußern. Sie war nicht da, um zu verhandeln. Sie war nicht da, um gehört zu werden. Sie war da, um zu dienen. Und vielleicht hörte sie deshalb besser zu. Sie hörte keine einzelnen Worte, sie hörte den Ton, das Gewicht, die subtilen Auslassungen, die nur jemand erkennen kann, der mit dieser Sprache in schwierigen Momenten aufgewachsen ist. Während alle der korrekten Übersetzung vertrauten, nahm sie wahr, was nicht gesagt wurde. Und obwohl sie wusste, dass sie ihren Job verlieren konnte, obwohl sie wusste, dass ihr niemand glauben würde, obwohl sie wusste, dass dies nicht ihr Platz war, sprach sie ohne Spektakel, ohne lange Erklärung, ohne den Versuch zu überzeugen. Sie sprach, weil das Schweigen für sie teurer gewesen wäre. Niklaus verbrachte sein ganzes Leben damit zu glauben, dass Führung von technischem Können, vom Lebenslauf, von einer starken Präsenz kam. Und das war nie eine Lüge. Doch in dieser Nacht lernte er etwas, das keine Führungskräfteausbildung lehrt. Autorität garantiert keine Weitsicht. Und je lauter jemand spricht, desto leichter ist es, denjenigen zu ignorieren, der leise spricht. Der Vertrag wurde fast unterzeichnet. Die Falle funktionierte fast, nicht aus Inkompetenz, sondern aus Gewohnheit. Die Gewohnheit, immer denselben zuzuhören, denselben Stimmen zu vertrauen, anzunehmen, dass Talent Hand in Hand mit Status geht. Als die Wahrheit ans Licht kam, hätte Niklaus weitermachen können, als wäre nichts geschehen. Er hätte alles als Glück oder als eine einmalige Abweichung behandeln können, aber er entschied sich, innezuhalten. Er entschied sich, nicht nur einen Vertrag zu überprüfen, sondern seine eigene Art, die Menschen um sich herum zu sehen, weil er etwas Unbequemes wahrnahm. Wie viele wichtige Entscheidungen hatte er getroffen, indem er diejenigen ignorierte, die nicht relevant schienen? Wie viele Gelegenheiten verpasste er, weil ihm niemand beigebracht hatte, außerhalb der Hierarchie zuzuhören? Diese Geschichte handelt nicht von einem korrupten Übersetzer oder einem millionenschweren CEO. Sie handelt von Aufmerksamkeit, vom verborgenen Wert in jenen, die in Stille beobachten, die nicht unterbrechen, die lernen, ohne zu wissen wofür, und davon, wie viel die Welt verliert, wenn sie nur denjenigen Respekt entgegenbringt, die laut sprechen. Am Ende gewann Heidi keine Gelegenheit, weil sie einen Vertrag gerettet hatte. Sie gewann sie, weil jemand zum ersten Mal entschied, über die Funktion hinauszusehen, die sie innehatte. Und Niklaus wurde kein besserer Mann, weil er einen finanziellen Fehler korrigierte. Er änderte sich, weil er etwas Schwierigeres lernte. Die Gefahr ist nicht, Fehler zu machen, sondern Fehler zu machen, ohne jemals auf jemanden zu hören, der versucht hat zu warnen. Und jetzt möchte ich Sie fragen: Wenn Sie an Niklaus' Stelle wären,
Hätten Sie der Servicefachkraft zugehört oder hätten Sie wieder einmal nur dem vertraut, der vorbereitet schien? Und wenn Sie an Heidis Stelle wären, hätten Sie den Mut gehabt zu sprechen, obwohl Sie wussten, dass Sie dafür alles verlieren könnten? Erzählen Sie mir hier in den Kommentaren, welche größte Lektion Ihnen diese Geschichte hinterlassen hat. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Antwort. Nutzen Sie die Gelegenheit und teilen Sie mir auch mit, von welchem Ort aus Sie uns begleiten. Wenn diese Geschichte Sie zum Nachdenken angeregt hat, hinterlassen Sie ein Like, abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke, denn hier finden Sie Geschichten, die nicht nur zum Hören, sondern zum Nachdenken sind. Und teilen Sie dieses Video mit jemandem, der es heute hören muss. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende geblieben sind. Bis zur nächsten Geschichte.